Wir starten in eine neue Predigtreihe über das Reich Gottes. Dein Reich komme. Vielleicht siehst du links und rechts neben mir diese Banner über diese 4 mehr. Und ich möchte gerne, wir werden uns in den nächsten Wochen vermehrt mit diesen 4 Statements auseinandersetzen. Jesus hat seine allererste Predigt gehalten. Er wurde getauft, kam aus dem Jordan raus, ging in die Wüste, kam zurück in die Synagoge, predigte seine erste Predigt und ihm wird ein Buch aus dem Alten Testament gegeben, Jesaja, und er liest diese Prophetie vor über das Reich Gottes und er zitiert sie und bezieht es auf sich. Ich möchte euch das gerne vorlesen, Lukas 4, 18 bis 21. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Das ist so ein Moment in der Bibel, wo ich gerne dabei gewesen wäre. Die Leute waren erstaunt und ein paar Momente später entzürnt. Wie kann der so etwas von sich behaupten? Und die wollen ihn von einer Klippe stürzen, weil die Art und Weise, wie Jesus das zitiert und auf sich selbst bezieht, war für die Juden anstößig, weil er bezeichnet sich hiermit als den Gesalbten, den Messias. Und er sagt, heute in mir ist das Reich Gottes angebrochen. Und was ich an dieser Stelle so liebe, ist, wie Jesus sagt, welche Auswirkungen das Reich Gottes hat. Wie schaut das aus? Und diese 4 Punkte haben wir in den letzten 5 Jahren immer wieder gesagt. Jesus sagt, wenn das Reich Gottes kommt, werden Arme gute Botschaft bekommen. Freiheit für Gefangene wird stattfinden. Blinde werden sehend und Menschen werden in Freiheit hingesendet. Und falls du neu bist in unserer Kirche und das noch nie gehört hast, muss ich dir kurz einen Kontext geben, warum für uns diese 4 Dinge so wichtig sind. Wir haben am 20-jährigen Jubiläum vor 5 Jahren diese Sätze von Jesus ausgerufen, proklamiert für die nächsten 20 Jahre. Und am Jubiläum, am Sonntag, am 25-jährigen Jubiläum vom ICF Basel haben wir das nochmal bestätigt. Wir wollen sehen, wie Reich Gottes geschieht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diese 4 Dinge sehe, habe ich richtig Bock auf Zukunft. Da bin ich gerne bereit, mein Leben, meine Gaben hinzugeben, dass wir mehr von Gottes Reich sehen dürfen. Und wir haben jetzt 5 Jahre immer wieder davon geredet und ich habe gesagt, wir müssen mal ein bisschen detaillierter darüber sprechen. So bin ich letzten Sommer in den Ferien, habe mich hingesessen und habe mal aufgeschrieben, wie würde das denn aussehen? Eine Kirche, die das produziert oder die das sieht, durch die Kirche, die solche Dinge geschehen. Und wir haben einen Text verfasst, ein Video verfasst, du kannst das Ganze auf YouTube anschauen. Aber heute möchte ich über einen Aspekt mit euch reden, einen Aspekt. Und das ist der Aspekt von Sicht für Blinde. Und folgender Ausschnitt könnt ihr euch jetzt reinziehen. Die Kirche, von der wir träumen, spricht die Menschen unserer Gesellschaft an. Sie vermittelt das Evangelium so, dass es ihnen wie Schuppen von den Augen fällt. Und sie die Schönheit, Heiligkeit, Autorität und Liebe Jesu für sich erkennen. Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft werden von Jesus ergriffen. Das geschieht im Großen am Sonntag und im Kleinen unter der Woche. Unsere Zusammenkünfte sind von der Gegenwart Gottes durchdrungen. Die Menschen kommen in Scharen zu ihm, weil sie ihn bei uns erleben können. Diese Begegnungen sind weit mehr als attraktive Events. Sie entfachen in Menschen von jung bis alt eine Leidenschaft für die, die Jesus noch nicht kennen. Mehr Sicht für Blinde. Yes, Amen. Schau, Jesus hat in seinem Dienst wortwörtlich Menschen geheilt, die blind waren.
Und während ich glaube, dass Gott das heute noch tun kann, blinde Menschen wieder sehen machen, ist, wenn die Bibel von Blindheit redet, etwas Tieferes gemeint, nämlich eine geistliche Blindheit, dass Menschen nicht erkennen, wer Jesus eigentlich wirklich ist. Und ich träume von einer Kirche, in der Menschen es wie Schuppen von den Augen fällt, dass sie die Schönheit, die Liebe, die Autorität von Jesus erkennen. Am Sonntag, im Großen, in unseren Small Groups, im Kleinen, in unserer Nachbarschaft, dass Menschen Jesus erkennen für den er wirklich ist. Amen. Und ich möchte gerne dieses Thema mit euch ein wenig vertiefen. Ich war, als ich in der 4. Klasse war, ungefähr, haben mich meine Eltern in ein Hundelager geschickt. Ja, ein Hundelager, genau. Das gibt es, Hundelager. Und die Hunde schlafen da in Boxen separat und die Kinder in dem Lagerhaus und so weiter. Aber du bist eine Woche mit dem Hund unterwegs. Meine Eltern haben mich in ein Hundelager geschickt. Und es war ein christliches Lager. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr sehr viel über dieses Hundelager. Außer an einem Abend hat ein erwachsener Leiter das Evangelium präsentiert. Und ich weiß nicht mehr genau, was er gepredigt hat. Ich weiß aber noch, dass er Jesus zitiert hat aus Matthäus 7, 13 bis 14. Dort sagt Jesus, tretet ein durch das enge Tor. Denn weit ist das Tor und breit ist der Weg, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Wie eng ist das Tor und wie schmal ist der Weg, der ins Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Und hat ein Bild in der Hand gehalten von 2 Wegen. Ich habe das gesucht auf Google, ich habe es nicht mehr genau gefunden. Aber ein Bild von einem breiten Pfad und einem schmalen Pfad. Wenige, die es auf den schmalen Pfad, die sich dorthin begehen, viele, die sich auf dem breiten Weg ins Verderben befinden. Nur wenige sind es, die das Leben finden. Und dieser Mann, dieser erwachsene Mann, keine Ahnung, wer das war, vielleicht schaust du mir heute zu, vielen Dank. Ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat. Aber er hat gesagt, Jesus Christus ist dieser schmale Pfad. Er hat gesagt, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Niemand kommt zum Vater als durch seinen Sohn Jesus Christus. Und er hat das so präsentiert und gesagt, ja, die Leute, die sich dafür interessieren, die können gerne noch länger bleiben, diejenigen, die diesen Weg gehen möchten. Diesen Jesusweg. Und ich weiß nicht warum, aber ich bin da geblieben. Und wir hatten ein Gespräch dann in einer kleinen Gruppe, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat und was wir gebetet haben, aber ich als Viertklässler habe in dem Moment mein Leben Jesus übergeben. Und ich habe mich entschieden, diesen Jesusweg zu gehen. Und ich kann dir schwer erklären, was in diesem Moment mit mir geschehen ist. Weil es kam ein Gefühl in mein Leben, es war wie, als hätte Gott flüssige Liebe in mich hineingegossen. Und ich war ein anderer Mensch nach diesem Gebet. Ich spürte plötzlich Liebe, die Liebe Gottes ganz persönlich. Ich war sensibler für andere Menschen. Ich liebte andere Menschen plötzlich viel mehr. Und ich bin auf Wolke 7 ins Bett eingeschlafen, am nächsten Tag aufgewacht, in dem Hundelager, ein anderer Mensch. Und es war, als wäre ich blind gewesen und plötzlich habe ich gesehen. Ich muss jetzt ehrlich sein mit dir. Ich mag diese Bibelstelle von Jesus nicht. Mit diesen 2 Wegen. Ich nehme Anstoß daran. Seit Jahren nerv ich mich über dieses Bild. Was soll das? Warum ist der Weg, der zum Leben führt, so schmal? Warum gibt es nur einen Weg zum Vater? Was ist mit all den Menschen, die das missverstehen, die nichts sehen, die nichts davon gehört haben? Und ich bin ein Lehrer von Natur aus, verstehst du?
Mein Vater ist ein Lehrer, meine Mutter, meine Schwester, meine Großmutter waren alles Lehrer. Und ein Lehrer präsentiert dir was und wägt ab und legt die Dinge nahe. Und dann kommt Jesus und sagt, ja, weit ist der Weg, der ins Verderben führt. Schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist keine Lehre, das ist eine Predigt, eine Konfrontation. Und ich mag das nicht. Aber ich sage dir was, mein Leben war ab diesem Moment anders als vorher. Viele Jahre später habe ich folgenden Satz von Paulus gelesen, in Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Und ich habe das gelesen, Jahre später, und gesagt, genau das ist mir damals geschehen. Ich hatte keine Worte für diese Erfahrung. Und Paulus, der diesen Satz geschrieben hat, hat eine ähnliche Erfahrung gemacht mit Jesus. Paulus war ein Gesetzeslehrer, ein Pharisäer, sehr strenggläubiger Jude. Und Jesus ist in Jerusalem gestorben und 3 Tage später wieder auferstanden. Und diese Jesus-Bewegung war entfesselt. Die Jünger von Jesus erzählten überall, wer Jesus ist, er lebt und so weiter. Und für Paulus war das ein Dorn im Auge. Er wollte diese Jesus-Bewegung mit allem in sich, mit seiner ganzen Energie beseitigen. So weit sogar, dass er Christen verfolgte, foltern ließ und töten ließ. Paulus war auf dem Weg nach Damaskus, um diese Jesus-Bewegung auszulöschen, auch in Damaskus. Und dann geschieht auf diesem Weg nach Damaskus etwas Unglaubliches. Er reitet auf seinem Pferd. Und es heißt, wie er das beschreibt, ein Licht kommt plötzlich wie vom Himmel, heller als die Sonne. Es haut ihm vom Pferd runter, er fällt auf den Boden. Es blendet ihn und er hört eine Stimme. Eine Stimme, die ihn fragt, Saulus, das ist sein alter Name, warum verfolgst du mich? Und Paulus am Boden geblendet stellt die Frage, wer bist du? Und ich möchte euch das vorlesen. Apostelgeschichte 26, Vers 15. Da sagte ich, wer bist du? Der Herr antwortete, und jetzt spricht Jesus. Folgende Sätze sind von Jesus. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch jetzt steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Bezeuge den Menschen, dass du mich heute gesehen hast, und bezeuge es ihnen, wenn ich dir wieder erscheine. Ich sende dich. Merkt ihr das? Du bist gemeint hier. So wie Paulus gemeint ist. Ich sende dich, sowohl zum jüdischen Volk als auch zu den nichtjüdischen. Und vor allen ihren Angriffen werde ich dich beschützen. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht des Satans zu Gott und so weiter. Diese Erfahrung war so krass für Paulus, dass sein Leben nicht mehr das gleiche war nach diesem Moment. Und obwohl er physisch gesehen 3 Tage lang blind war nach dieser Erfahrung, er konnte nichts mehr sehen, sah er geistlich gesehen klarer als jemals zuvor. Seine Augen wurden geöffnet, seine geistlichen Augen für Jesus, wer er wirklich ist. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und sein Leben war radikal anders. Und Paulus wird von Jesus in diesem Moment beauftragt. Ich sende dich. Geh jetzt und öffne Menschen die Augen für mich, damit sie umkehren von der Dunkelheit zum Licht, von der Macht des Satans hin zu Gott. Und das tat Gott. Das tat Gott durch Paulus. Paulus machte sich auf den Weg, predigte überall das Evangelium und Menschen kehrten um, drehten von der Finsternis zum Licht. Und du und ich sitzen heute hier, weil Paulus damals Ja gesagt hat zu dieser Berufung. Wenn Paulus das nicht gemacht hätte, gäbe es kein Christentum. Dann hätte Gott jemanden anderen gesucht wahrscheinlich. Aber Paulus hat diese Berufung ausgelebt. Und ich sage dir jetzt etwas. An meiner ersten Predigt als Leadpastor. Solange ich hier Leadpastor bin, werden wir uns als Kirche
ausstrecken für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und wir werden alles dafür tun. Und es ist eines von 4 Schwerpunkten. Wir haben noch andere, aber heute ist dieser Schwerpunkt dran. Wir werden alles dafür tun, dass Menschen ihre Augen geöffnet werden für Jesus. Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, wird immer unser Fokus sein und bleiben. Und ich weiß, das nervt. Ist gut. Ich weiß, für gewisse von euch bin ich jetzt ein Pain. Weil es uns aufrüttelt. Wir sind nicht hier für uns, Leute. Wir haben vor 25 Jahren das ICF Basel gestartet, weil wir gesagt haben, da war ich ja noch nicht mal auf der Welt, aber weil wir gesagt haben, wir brauchen eine Kirche für Menschen, die noch nicht in der Kirche sind, die noch nicht gläubig sind. Mehr Sicht für Blinde. Und ich möchte euch jetzt 2 wundervolle Menschen vorstellen auf der Bühne. Sie sitzen in der hintersten Reihe, genau. Kommt bitte nach vorne. 2 Menschen, die sich heute taufen lassen möchten. Sarah und Diego. Diego, wie wurden deine Augen geöffnet für Jesus und warum möchtest du dich heute taufen lassen? Hallo erstmal. Also, ich bin tatsächlich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und auch sehr liebevoll und behütet und habe mich dann als Kind irgendwann für Jesus entschieden. Als ich 14 Jahre alt wurde, hat sich das ein bisschen geändert bei mir. Ich hatte einen neuen Freundeskreis, bin in viel Kriminalität abgerutscht, in Gewalt und habe über viele Jahre viel erlebt. Und irgendwann sind um mich herum leider ein paar Freunde verstorben und ich habe mir angefangen, die Frage zu stellen, wer ist dieser Gott? Und habe wieder an ihn gedacht. Und dann kam das einfach alles zurück und ich hatte sehr viele Fragen und habe auf all diese Fragen eine sehr deutliche Antwort bekommen und habe einfach so krass Jesus erleben dürfen. Und er war mir so nah und hat auch in meinem Umfeld, in dem ich dann zu dieser Zeit noch war, so viele Wunder gemacht, dass ich heute mich einfach entschieden habe, ein Statement zu setzen, auch vor der geistlichen Welt, um mich einfach Jesus hinzugeben. Also von mir auch erstmal Hallo. Ich habe mich tatsächlich vor knapp 2 Jahren einmal für Jesus entschieden. Ich bin leider nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe leider auch einige Schicksalsschläge erleben dürfen in meinem Leben, die mir so ein bisschen die Augen verschlossen haben vor dem Glauben. Dann habe ich Diego kennengelernt, Diego und seine Familie, und wir haben viele intensive Gespräche geführt über den Glauben, über Jesus, und ich war dann tatsächlich bereit, auch mein Herz zu öffnen für Jesus und habe durch ihn Heilung und Frieden erleben dürfen. Und auch einer der einschneidendsten Momente für mich war tatsächlich, als ich seit langem das erste Mal wieder hier in der Church war und einfach gemerkt habe und gespürt habe, wie mächtig und präsent Jesus ist und ihn einfach in mir diese Liebe und diese Kraft gespürt habe. Amen. Amen. Danke. Wir taufen euch gleich nachher, ja? Geht nicht zu weit weg, ihr könnt davon. Ihr müsst euch noch umziehen, genau. Wow. Mich berührt das so unglaublich. Und ich möchte uns jetzt als Church herausfordern in diesem Moment. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Und Gott rettet, indem er uns den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus schenkt. So rettet Gott durch Jesus. Und Gott hat sich entschieden, indem dass wir von Jesus erzählen, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich möchte euch vorlesen, Römer 10, 13 bis 14. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.
Doch wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand da ist, der verkündigt? Auch wieder so ein Vers, der mich nervt. Gott, kannst du es nicht anders tun? Aber Gott hat sich entschieden, indem dass wir von Jesus erzählen, Menschen zu retten. Nicht anders. Aber wie können Menschen Glauben finden, wenn sie nie gehört haben? Wie können Menschen hören, wenn niemand ihnen von Jesus erzählt? Wie soll das gehen? Wie sollen deine Nachbarn, deine Freunde, deine Familienmitglieder jemals zum Glauben kommen, wenn du ihnen nicht von Jesus erzählst? Ich möchte uns herausfordern an dieser Stelle, am Anfang von den nächsten 25 Jahren ICF. Lasst uns wieder wach werden für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Lasst uns wieder mutig sein, über Jesus zu reden. Ja, wir müssen ihn verkörpern in Liebe. Wir müssen handeln wie er. Wir müssen lieben wie er. Aber lasst uns nicht aufhören, auch von ihm zu reden. Lasst uns nicht aufhören, den Namen von Jesus in unserem Alltag mit unseren Freunden zu gebrauchen. Du kannst über alles reden heutzutage, über Buddha. Und alle denken, oh, das ist aber interessant. Du kannst darüber reden, wie du Bäume umarmst. Ah, das ist aber schön. Du kannst sogar sagen, ich glaube an Gott und niemand hat ein Problem. Aber sobald du den Namen Jesus aussprichst, haben plötzlich alle ein Problem. Dann ist es cringe. Ah, Jesus, hör mir auf mit Jesus. Lasst uns mutig sein. Lasst uns das raustragen, was Gott uns geschenkt hat. Wir sind berufen, wir sind gesendet, um Menschen die Augen zu öffnen. Wir bekehren nicht Menschen. Aber wenn sie ihre Augen geöffnet haben für Jesus, wollen sie sich abwenden von der Dunkelheit hin zum Licht. Wir bekehren nicht Menschen, aber wir sind Zeugen von Jesus. Lasst uns mutig sein. Paulus war getrieben, Menschen von Jesus zu erzählen. Denn er wusste, wie kann Glauben entstehen, wenn es ihnen niemand erzählt. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, ja, ich bin kein Evangelist. Das ist nicht so meins. Wer fühlt sich so? Hand hoch. Ja, ich bin kein Evangelist. Das ist nicht so mein Thema. Ich habe nicht so ein Erlebnis gemacht wie Paulus. Musst du auch nicht. Paulus hat eine spezielle Berufung als Apostel für die Nationen. Das ist nicht alle unsere Berufung. Aber alle von uns sind gesendet in diese Welt als Evangelisten. Weil Jesus lebt in dir. Und Jesus ist ein Evangelist. Wenn Jesus in dir lebt, bist du auch ein Evangelist. Du hast vielleicht nicht diese Berufung, vollzeitlich ein Apostel der Völker zu werden. Okay. Aber du bist dort, wo du bist, ein Sprachrohr für Jesus, für seine Liebe. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, das, was mich blockiert, ist meine Menschenfurcht. Was denken die Leute, wenn ich von Jesus erzähle? Hat jemand Mühe mit Menschenfurcht hier? Ja, gut, ich auch. Danke für eure Ehrlichkeit, für die 5 Leute. Ich sage es ganz ehrlich, für mich persönlich ist das größte Hindernis. Meine Angst, was Menschen von mir denken, wenn ich das tue. Meine Angst davor, abgelehnt zu werden, ausgelacht zu werden. Ich kenne das sehr, sehr gut. Paulus schreibt in Römer 1, Vers 16, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Paulus hat gesagt, ich schäme mich nicht mehr dafür, weil ich habe gesehen, wie es mein Leben verändert hat und wie es das Leben unzähliger anderer Menschen ebenfalls verändert hat. Ich möchte dir zum Abschluss die älteste, bekannteste Darstellung der Kreuzigung von Jesus zeigen. Eine Darstellung, die sogenannte Alexamenos Graffito. Ein Graffiti gefunden in Rom aus dem 2. Jahrhundert. Wahrscheinlich
zu Beginn des 2. Jahrhunderts, eingeritzt in ein römisches Wachlokal. Und wir sehen hier eine Person mit einem Eselskopf, die gekreuzigt wird. Und unten steht ein Mann und auf Griechisch steht unten hier drunter Alexamenos, der seinen Gott anbetet. Und es wird deutlich, dass es sich hier nicht um eine christliche Darstellung der Kreuzigung handelt, sondern um eine Karikatur, eine Verspottung des christlichen Glaubens. Das ist die früheste, bekannteste Darstellung der Kreuzigung von Jesus. Das ist eine Verspottung. Du musst verstehen, dass das Wort vom Kreuz immer schon absurd gewesen ist. Dass Gott Mensch werden soll, ist schwer vorstellbar, aber denkbar für die damalige Zeit. Aber dass dieser Gott an einem Kreuz sterben soll, ist absolut undenkbar absurd, weil das Kreuz war die Hinrichtungsmethode, die für den Abschaum der Gesellschaft gedacht worden ist. Für Verbrecher, für Sklaven. Römische Bürger wurden nicht gekreuzigt, weil das so schamvoll war. Du hingst dann nackt an einem Kreuz. Der Tod für den Abschaum der Gesellschaft. Und ihr Christen wollt mir jetzt sagen, dass dieser Gott an einem Kreuz gestorben ist. Was für ein Eselsgott. Das ist kein richtiger Gott, das ist ein Esel. Und was für ein Esel, der so einen Blödsinn glaubt. Und jetzt macht dieser Satz von Paulus mehr Sinn, wenn er sagt, ich schäme mich nicht für das Kreuz von Jesus. Weil es wirklich Material ist, für das wir uns schämen könnten und sollten. Und mir hilft diese Darstellung. Mir hilft das, ganz persönlich. Und ich sage dir warum. Weil der Name von Jesus schon immer absurd gewesen ist. Das Wort vom Kreuz war schon immer ein Anstoß. Es war schon immer peinlich. Und ich persönlich, für mich habe entschieden, wenn der Retter dieser Welt nackt an einem Kreuz gestorben ist, dann nehme ich das gerne in Kauf, wenn Menschen mich auslachen für Jesus. Dann ist für mich das eine Ehre, wenn Menschen das nicht verstehen. Wenn mein Retter nackt, verlassen, alleine, beschämt an einem Kreuz verreckt ist. Wer bin ich zu sagen, nein, die Meinung von anderen Menschen ist mir wichtiger als die Liebe Gottes zu jedem Menschen. Und mir hilft das persönlich. Mich rüttelt das auf, weil es war schon immer absurd. Es war schon immer ein Anstoß. Weit ist der Weg, der ins Verderben führt. Schmal ist der Weg, der ins Leben führt. Es ist absurd, anstößig, wie kann man sowas sagen? Aber es sind die Worte von Jesus. Und ich möchte dich herausfordern heute, wieder mutig zu sein, für Jesus hinzustehen. Ja, in Tat, ja, in der Verkörperung. Sei liebend. Bitte predige nicht nur und sei ein Arsch. Das geht nicht. Du musst diese Liebe verkörpern, aber du musst es auch aussprechen, weil Gott hat sich entschieden, durch das Wort von Jesus Menschen zu retten. 1. Korinther 1, Vers 18. Und damit schließe ich jetzt wirklich. Denn das Wort vom Kreuz ist völliger Unsinn für die, die verloren gehen. Für die aber, die gerettet werden, für uns ist es Gottes Kraft. Und ich habe mich entschieden, ich möchte mich nicht mehr schämen für Jesus. Sollen die Leute sagen, was sie wollen. Ich weiß, mein Jesus lebt. Amen. Was würde geschehen? Was würde geschehen, wenn wir alle hier drin und online wieder entschlossener und furchtloser zu unserem Jesus stehen würden? Was hätte das für einen Impact in dieser Stadt, in deinem Umfeld? Wir würden mehr Sicht für Blinde erleben. Menschen würden Jesus erkennen, nicht weil du so gut bist, sondern weil Gott dich brauchen wird, um ihnen die Augen zu öffnen. Was würde geschehen, wenn jeder von uns wieder Jesus nicht nur leben, sondern auch predigen würde?
Ich möchte jetzt abschließen mit einem Gebet. Wenn du merkst, Gott rüttelt an dir und sendet, und du weißt, du bist eigentlich gesendet, aber du hast das wieder fallen gelassen. Vielleicht ist es Menschenfurcht, die dich abgehalten hat. Vielleicht ist es, weil du gesagt hast, ich bin aber kein Evangelist, sollen andere machen, wie auch immer. Aber wenn du merkst, ich bin heute hier aus einem Grund, weil Gott mich wieder in seine Nachfolge ruft, auch als Evangelisten, dann kannst du gerne das mitbeten. Lass uns aufstehen für diesen Moment. Ich möchte beten. Wenn du das bist, dann bete dieses Gebet mit und vielleicht kannst du deine Hand auf dein Herz legen. Auch online und sagen, Gott, hier bin ich, sende mich. Ich möchte deine Liebe verkörpern, dort wo auch immer ich bin. Aber ich möchte auch von dir erzählen. Ich möchte erzählen, was du für mich getan hast. Nimm mir meine Menschenfurcht. Erfülle mich mit deiner Liebe für Menschen, die dich noch nicht kennen. Zeige mir die Gelegenheiten, wo ich sprechen soll. Vergib mir für die verpassten Gelegenheiten. Amen. Und Vater, ich bitte dich jetzt für das ICF Basel, Basel-Land und Lörrach, dass das dein Werkzeug ist, Menschen die Augen zu öffnen für Jesus. Lass es wie Schuppen von den Augen fallen. Hier im Großen am Sonntag, unter der Woche, im Kleinen, Menschen wieder Jesus entdecken. Vater, wir brauchen dich dafür. Amen. Amen.